richtig typischer Aargauer Nebeltag. Ja, nur wenn wir Glück haben, reisst es vielleicht noch auf. He? Wir gehen jetzt aber gleich noch raus. Wir haben nämlich gedacht, wir könnten euch mal ein paar Tipps geben, wie man coole Herbstbilder machen kann. Und ja, für das wird es glaube ich höchste Zeit, weil wer weiß, wie lange das überhaupt noch Blätter hat. Und im Moment sind sie ja richtig schön, darum gehen wir doch mal schauen, was wir hier bekommen. Ja, es ist noch frisch, aber wir haben uns zum Glück warm eingepackt und wir haben noch Kaffee mitgebracht. Das behaltet uns hoffentlich warm im Fötterchen. Ja, manchmal braucht es schon ein bisschen Überwindung, bei so Wetter rauszugehen. Aber da ist vielleicht gerade schon mal der erste Tipp, dass man sich von dem Wetter nicht abschrecken lassen soll, weil es gehört schließlich auch zum Herbst. Der Herbst besteht nicht nur aus farbigen Blättern und Sonnenschein. Und dass man bei diesem Wetter auch sehr schöne und stimmige Herbstbilder machen kann, das zeigen wir euch jetzt. Tipp Nummer 2 ist ziemlich offensichtlich, aber trotzdem erwähnenswert. Und zwar nutzt unbedingt Blätter in euren Bildern, egal in welcher Form, in welcher Farbe, in welcher Größe. Und zwar nicht einfach nur als Farbklecks in den Bildern, sondern auch als Mittel, um mit der Umgebung zu agieren. Klassische Motive sind natürlich so Where I Stand Winkel, die Blätter in die Luft rühren oder sich hinter einem Platz verstecken. Es gibt aber natürlich noch viel mehr Möglichkeiten, um mit den Blättern im Bild zu spielen. Lasst eure Kreativität freien Lauf und probiert ein paar Motive zu finden, die man vielleicht nicht so oft sieht. Ein weiterer Tipp, um ein paar coole Herbstvibes einzufangen, sind Detailshots. Das geht natürlich am besten mit einem Makroobjektiv, weil man dann wirklich ganz nah dran kann. Aber auch sonst ist es super, in einer Bilderreihe nicht nur Totalen zu haben, sondern auch ab und zu mal eine Detailaufnahme. Es führt einfach ein bisschen zur Abwechslung und gibt dann nochmal einen neuen Einblick. Ja, mittlerweile hat die Sonne auch bis zu uns geschafft und das ist eben auch ein mega Vorteil am Herbst. Also klar ist es nicht so cool, wenn es Nebel hat, aber weil die Sonne eigentlich an den Tag durch relativ tief steht, hat man eigentlich immer die Chance, relativ coole Lichtstimmungen einzufangen. Also es ist nicht so wie im Sommer oder so, wo man halt wirklich nur Sonnenuntergang und Aufgang, so die Golden Hour hat. Man hat eigentlich den ganzen Tag durch die Chance, mit coolem Licht coole Fotos zu machen. So, das war es. Wir hoffen, wir haben euch noch mal dazu inspirieren, selber rauszugehen und den Herbst festzuhalten. Man weiss ja schlussendlich nie, wann der Wintereinbruch dann doch noch kommt. Und ich glaube, da sind wir alle froh, wenn wir noch ein paar farbige Fotos auf Vorrat haben. Falls ihr noch mehr Inspirationen braucht, dann geht doch mal bei uns auf Instagram vorbeischauen. Dort findet ihr noch ganz viele andere Herbstbilder. Und falls euch das Video gefallen hat, dann vergesst natürlich nicht, unseren Kanal zu abonnieren, gebt einen Daumen hoch. Und die Glocke wäre natürlich auch etwas, wenn ihr die aktiviert, dann kommen wir in Zukunft eine Benachrichtigung über. Ganz wichtig auch, gebt doch bitte ein Feedback, wie euch das Format gefallen hat, weil das ist jetzt etwas Neues mal mit diesen Fototipps. Das wollen wir in Zukunft gerne mehr machen. Und ja, da wäre es natürlich auch cool, wenn ihr selber mit ein paar Fragen kommt, wenn ihr irgendetwas von uns wissen zu diesem Thema, dann schreibt das doch auch unten in die Kommentare. Ja, dann würden wir sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Habt euch zurück. Und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.